Die Alba stöhnt und reibt sich ihre müden Augen. Die Lilifee denkt einen Moment nach. «Ich will dir helfen.» Die Alba seufzt. «Ach, Lilifee, das wäre schön.» «Aber erst morgen am Morgen früh. Jetzt muss ich auch schlafen», sagt die Prinzessin. «Ah, hast es du gut», brummelt Alba, steigt auf ihren Besen und fliegt davon. Die Alba braucht Rike ihre roten Haare, um ihren Zaubertrank zu brauen, erklärt die Prinzessin Lilifee am nächsten Tag ihren Freunden. Der Hase Henry, der Pupsi Säuli und der Oskar der Käfer sind zu Besuch gekommen. «Ausgerechnet Rike soll der Hex helfen?» wundert sich die Tier. Die Prinzessin lächelt. «Ja, denn die Alba ist nur schlecht gelaunt, weil sie so lange nicht mehr geschlafen hat.» «Die Lilifee hat recht», sagt Rike. «Wir gehen sofort zu der Alba.» Die Hex staunt nicht schlecht, wo sie die Freunde sieht. «Ihr wollt mir helfen, nach allem, was ich angestellt habe?» Ängstlich schaut Bambi auf den Hexentisch mit den vielen brodelnden Töpfen. Doch die Alba beruhigt das kleine Reh. «Ich brauche nur einige Strähnen von deinem roten Fell.» Damit mixt die kleine Hexe einen grusig stinkigen Zaubertrank und fängt ihn an, Schluck für Schluck zu trinken. Plötzlich setzt sie den Becher ab. «Bevor ich einschlafe, will ich dir einen Wunsch erfüllen», sagt sie zu der Rike. «Oh, dann zauber mir weisse Punkte auf meinen Rücken, bitte, damit ich nicht immer gerade entdeckt werde, wenn ich im Gras liege», wünscht sich das Reh. Mit letzter Kraft zeigt Alba auf ein rotes Buch und flüstert. «Seite 101. Schnell springt die Prinzessin Lilifee an der Alba ihren Küchenschrank, um das Buch zu holen. «Oh nein!» rufen die Tiere. «Die Alba ist schon eingeschlafen!» «Wecken Sie auf!» befiehlt Lilifee und alle Tiere rütteln an der Alba.